Nein. Herzlich willkommen! Willkommen zu einer neuen Folge. Hobbykeller. So schlimm ist es. Never mind. Ich kann nicht das rausschneiden, wir können nicht die Leute schon verscheuchen. Blick, Show! Herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast. Ist wahrscheinlich der einzige, den er hört, weil er unsere Kollegen sind. Sorry, nein, es ist mit Abstand der Beste. Ja, das schon. Das habe ich jetzt schon häufig gehört. Ich habe schon viel gehört, dass wir mega lustig sind, aber dass es so ist wie bei einer mega komplizierten Dokumentation. Wenn du 2 Sekunden nicht aufpasst, dann checkst du nicht mehr, was es geht und das Thema ist schon ganz anders. Das ist so schlimm. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe mir es noch nie überlegt, aber das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe jetzt einfach da oben drauf gedrückt im Programm und jetzt zeigt es Sekunden an. Das, was ich seit Jahren probiere herauszufinden, wie das geht. Ich muss einfach nur drauf drücken. Wieso hast du nicht schon mal früher probiert drauf zu drücken? Ja, wieso sollte ich einfach dort drauf drücken? Ja, kann ich so drauf drücken und dann kommt die Tabelle in Sekunden, in Takt, ja, das stimmt. in Meter, in Millimeter, Die in Fuß, in Yard, in Die heutige Story ist, Kilometer. überlegt euch. Aliens kommen auf die Welt. Sie sind ein bisschen gescheiter als wir. Nicht mega viel so, sie checken, was wir machen. So. Sie verstehen eine Art unsere Prinzipien und so. Und sie beobachten uns und finden so, Alter, es gibt schon viele Sachen, die die dumm machen. Was ist so das Dümmste, was wir machen, wo Aliens würden sagen, Alter, die sind so dumm? Man kommt davon, was die für Erde Aliens. verbrennen. Ich glaube, der Verbrennungsmotor ist etwas der dümmsten Sachen. Ah, meinst du, finden so, die sind so zurückgeblieben wegen Effizienz und so? Ja. Das könnte sein, ja. Fast 100% gesehen. Aber wenn sie wirklich so gescheit wären, würden sie denken, so, ja, schau, die sind einfach noch ein bisschen weiter zurück hinten. Nein. Ich habe so eine geile... Meta-Ebene. Ja, Nein, nur so Sachen, wo sie finden, ja, sie können schon denken, ah ja, das kommt noch, sind wir auch mal gewesen, aber gleich, wo sie sind so, Alter, wieso? Die denken einfach so, Alter, die lassen ihre eigenen Leute krepieren. Ich habe mal ein Hörbuch gelesen, wo es darum gegangen ist, dass es verschiedene Planeten gibt. Wir es endlich geschafft haben, so das Universum bevölkern. Dann haben wir gemerkt, es gibt schon voll viele andere. Und so, da sind wir neu aufgenommen worden. Dann von werden jetzt denen. auch unsere Brudis. Und die anderen haben uns dann so richtig ausgelacht, weil sie so viel früher schon... Sie haben gar nicht den Schritt vom Auto gehabt, sie haben viel früher eine effizientere Art gefunden. Mhm. Alle. Ja. Und dann haben sie so uns voll fertig gemacht, haben sie so ausgelacht und so. Und danach haben sie alle so, ja, irgendwie ist es dann irgendwie gegangen, dass wir das Land besiedeln wollen. Aber dann so die einen, die so die grösste Streitmacht haben so gesagt, nein, ihr Ficker, Mann, wir wollen das da, das gehört uns, ihr dürft nicht. Dann haben sie es anficken. Und dann ist es um einen Planet gegangen. Und dann haben sie so abgemacht, also gut, wir kämpfen darum. Und wir so, als Menschen, so, voll abgemacht, es war voll abgemacht, ja, wir treffen uns dort und dort. Und dann hat man sich so getroffen und sie haben so niemand von uns gesehen. Und von ihnen hat man so viel gesehen und so. Und die haben alle so Schwert und Schild gehabt. Sie waren so Valkyrie-Ritter gewesen. Und dann hat die anderen so, wo sind ihr? Und dann haben so Menschen da angerufen. Genau so, ja, also aus Respekt, ihr dürft es zuerst angreifen oder so. Und die haben so, oh mein Gott, wir zeigen die nicht. Und man lässt der andere so, hat der andere gesagt, nein, ihr dürft zuerst angreifen. Und dann hat der andere so, sie werden jetzt gleich angreifen. Wir sind die mächtigste Armee im Universum und so. Und alle wollen es ficken. Und plötzlich kommt so eine Turmbombe oder irgendeine Rakete. Boom! Und dann so, was passiert? Wir haben gar keinen von ihnen gesehen und wir sind alle tot. Wir haben so viel zu krasse Waffen. Und sie haben so alles andere viel technologisiert. Wir einfach das Weil wir einfach dumm sind. Brandings da, ja. Wir sind die ganze Zeit Ja. schlimm. Sie wären so, ich glaube, in einer Zivilisation, wo die Leute wie eine Art wissen, okay, es gibt Sachen, die müssen wir irgendwie regeln mit einer Art von Schwanzvergleich, aber es sollen keine Leute sterben, dann würden sie doch irgendwie einfach
was weiß ich, Schach spielen oder ein Dance-Battle machen oder irgendetwas, was halt noch geil ist. Ja, sie haben einfach gesagt, kein Krieg bleibt jetzt bei den Schwertern oder wegen irgendeiner Kultur oder sonst irgendetwas, weiß doch Wegen nicht. Tradition. So Wegen Samurais, Tradition und so. der Last So, ja. Samurai. so, Bro, wir kämpfen zu Auge um Auge, Mann. Ehre. Mann, voll crazy. kämpfen Und Ehre. wir so ohne Ehre, weil immer mehr Leute angefangen haben, Wir ohne schicken Ehre den Drohnen. zu fighten. Wir schicken den Drohnen. Also. Vor allem, wer auf die Idee kommt, dass es Ehre ist, jemanden mit dem Schwert abzuschlachten. Das ist schon mehr Ehre als mit den Drohnen. Ja, aber trotzdem. Vor allem, wenn du überlegst, dass Schloss- es aber Aber umwelt- warum redest du in dem Zusammenhang überhaupt mit Ehre? Ja, Es ist doch Ehre. Viel was ist Ehre. eine Ehre? Viel, von wo Die kommt sind das einfach Wort Ehre? zurückgebliebene Leute. Von ehrlich, oder? Ja, es sind einfach zurückgebliebene Leute, die es ist doch viel ehrlicher, eins gegen eins gegen einen Du kämpfen, mit dem du eine Auseinandersetzung hast. Vor allem, wenn du ein Land bist, das viel mächtiger ist als das andere. Und du mit deinen Rittern gehst und sie genau auch einfach Schwerter haben, vielleicht nicht so krass sind, nicht so ausgewogen, ausbalanciert, aber sie haben eine gute Chance, dich zu ficken, als einer, der an Dummmacht ist und dann kommen Israel-Palästina. Oder, ja, also Genau das, Es ist auch das vielleicht wäre nicht- viel fairer. es ist vielleicht ein bisschen mehr Ehre, Es aber wäre viel ehrlicher. es wäre ein bisschen mehr Ehre, aber es ist immer noch mega zurückgeblieben, weil eigentlich könntest du einfach sagen, also klar, das kannst du nicht immer, wenn die anderen, du könntest einfach sagen, hey, mach ich nicht mit, oder Viel Spaß. hey, wisst ihr was? So einer Wir auf tun die drum andere würfeln Wange oder hinhalten was und auch so. immer. Genau, darum würfeln. Dann würfeln wir um das. Würde doch allen besser gehen, wenn wir einfach um das Zeugs würfeln. Ja, wir machen das TNT-Match, ein grosses. Ja. Nein, jetzt aber mal in der Realität. Rein theoretisch, klar, es wird nie funktionieren, nie passieren, aber es wäre doch für alle und ausnahmslos für alle Involvierten besser, Wenn man Schach spielt. wenn die einfach würden Schach spielen. Ja, logisch. Ja, safe Eben. wäre es besser, ja. Also eine Zivilisation, die weiterentwickelt ist, die würde es herbringen. Oder eben die andere Was Partie denken ihr, eben. wer gewinnt, der Putin oder der Zelensky im Im Schach? Schach. Im Schach? Ja, Der der Putin. Putin, glaube ich. Keine Putin Ahnung. safe. Ich glaube, safe der Putin. Safe der Putin. Ich glaube, der Putin ist gar nicht so dumm, wie die Leute das Gefühl haben. Oder so. So rein Hat nicht das Gefühl, dass er intelligenzmäßig dumm ist nicht ist? das Problem, aber er ist einfach völlig fern von der Realität. Ja, ich Also, glaube, beim Putin geht es nicht darum, dass er dumm ist. So. Denkt dass er fern von der Realität ist? Was? der ist ja früher mal im KGB-Dings Ja, ja. gewesen, der Dings. Und Der ist dann, sicher gescheit. ja, aber also von der Intelligenz her wird er schon gescheit sein, aber ich glaube, er ist schon recht fern von der Realität einfach. Wieso denn? Weil er wahrscheinlich das Gefühl hat, weil er wahrscheinlich paranoid ist und so Zeugs. Und Zelensky ist mehr der Realität. Ich glaube es schon, der Zelensky ist so... Zelensky Ziggy. regt mich richtig auf, Alter. Wenn einer kommt und sagt, eine neutrale Schweiz ist nicht zeitgemäße Art fürs Land zu führen, leg deine Eier, was bist du fernab von Realität? Ja, für mich hat das nicht... Für mich Ich weiss ist das noch ein nicht, nur anderes schon, Level. nur Also, schon wenn es faktisch und rational und unemotional und arschlochig anschaust, wir sind praktisch das einzige Land, das Krieg Geld gemacht hat. also wir? Ja? Ja. Was hat denn der das Gefühl, dass Neutralität schlecht ist? Also, hä? Bist du dumm? Das ist strunzblöd. Also es ist ja nicht gut, dass jetzt bin ich gerade gesprungen von... Wo sind wir jetzt? Bei welcher Diskussion? Weil es ist ja auch nicht gut, dass wir aus Geld so viel... Er ist ja aus Krieg so realitätsfern. viel Geld gemacht hat. Ja, aber das... Jetzt, in dem Beispiel, dass er uns sagt, hey, ihr seid neutral und neutral ist nicht zeitgemäß, Ja. so, das verstehe ich, das finde ich aber hat nichts mit irgendwie realitätsfern oder so zu tun, sondern das ist einfach in seiner Position, würdest du das halt sagen, der wir haben jetzt wieder Geld gegeben. kämpft halt um sein Land und findet so, ey, was, die Schweiz, So, Ihr- können wir mal mit helfen? ja, geben wir Geld, so, ich verteidige auch euch, so, in dem Sinne Zeugs. Aber ich rede beim Putin rede ich nicht davon, von dieser Realität, wir reden wieder über Zeug, wo wir keine Ahnung haben, aber ist ja gleich. Einfach, dass du mal kurz gesagt hast. Beim Putin, ich stelle es mir so vor, dass der Dude, als Mensch, der auch nur die 24 Stunden hat, dass der so in einem anderen Film lebt. Ja, aber warum Eben denn? wegen dieser Paranoia vielleicht oder so. Aber wieso? weil er- Ja, das ist dann mit mir, also... Und der... Der und- muss ja paranoid sein, sind ja alle gegen ihn. Nein, eben nicht so eine Realität paranoid, sondern so ein irgendwie Machtkampfmäßig, wo nicht wirklich... Für mich gibt es wie so eine Annäherung an eine Realität. Wo man wie Wissenschaft und was wollen die meisten Leute und Wert so ein bisschen, wo sich viele Leute, der Großteil der Menschen können darauf einigen können. Und wenn man das so, ein bisschen so betrachtet, dann macht man irgendwie das Beste aus der scheiß Situation, wo man drin ist. Und das finde ich dann näher an der Realität,
als irgendjemand, wenn ich mir den Putin vorstelle, wo irgendwie völlig keinen Bezug mehr hat zu irgendwelchen Werten oder so, weil er völlig weg ist von dem ganzen Zeugs. Vielleicht bist du ja voll realitätsfern in dem Fall. Auf jeden Fall, Weil ja. bei den Amerikanern wäre es ja genau gleich, wenn jetzt du würdest dorthin gehen, wenn jetzt noch so eine, wie hat das früher geheißen, die, wie hat das geheißen, wo der Putin hatte? Sowjet irgendetwas. Sowjetunion? Nein, nicht Sowjetunion. Das wie NATO, das Bündnis zwischen den anderen Ländern. Aha. Und Ja. stell dir vor, der würde aufs Mexiko gehen, oder respektive auf Mexiko fragen, aber sie auch wenn es Ding sind. Da kann der ja mega Mühe damit. Also ich glaube, die Leute, die in Amerika in der Regierung sind, die sind auch heftig. Ja, aber fern vielleicht von sind, der Realität. ja, aber das sind ja die mächtigsten zwei Länder mit China. Und der chinesische Xi Der Jinping ist wahrscheinlich auch auch weg von der Okay, Realität. aber wenn die Leute, die das mächtigste Land führen, Ja. vielleicht bist du einfach weg von der Realität. Nein, die Realität ist die wahre. Sonst wäre es ja nicht so weit gekommen. Das ist einfach alles so Ich glaube Machthungernde nicht. Spassen, die irgendwie ihre gute alte Zeiten wieder herstellen. Ich glaube wollen. nicht, dass eine Art fern von der Realität irgendetwas... Fan von deiner Realität. Ich weiß nicht. Nein. Nein, nicht wirklich. Haben die Fern nicht von das der Gefühl, dass Realität die von den aus, meisten Leuten. dass sie aus gewissen Lebenserfahrungen sind ja gleich alles alte Säcke. Jetzt eben jetzt der Biden, okay, der Biden nehmen wir jetzt mal nicht rein, sagen wir mal der Trump oder so. Er ist ja dann immer das amerikanische, ein schlechtes Beispiel gewesen. Mhm. Und der Putin und der Xi Jinping. Meinst du nicht, ja, durch die ganze Lebenserfahrung, dass sie so geworden sind und sie jetzt wirklich legit das Gefühl haben, ja, das ist das Beste für das Land? Ja, sie haben so schon das hat ja, Gefühl, glaube ja. auch der Putin nicht mega gut viel Zeug für sein Land gemacht. Mal, Was so mal BMI, wie heißt das Zeug? Das, BIP. ja, BIP ist und so. Sind ja mal auf Platz 3, 4 gewesen jetzt, wo, nein, ja, 4 glaube ich. Ja, das kann gut sein, vielleicht schon, aber ich glaube, die Leute, also so von wegen, was ist das Beste für mein Land, ist bei ihnen eben nicht, was ist das Beste für die Zukunft für alle Menschen, sondern ich glaube, die Leute haben irgendeine Ideologie drin. Ja, du ja auch. Und das, ja, aber das ist das, was ich meine, dann ist man, je mehr Ideologien, das man drin hat, mit Sachen, die eigentlich nichts mit der Realität zu tun haben, desto weiter entfernt ist man von der Realität. Also je mehr Biases, also Englisch ist ja Bias das Wort und das beschreibt es eigentlich wie recht gut. Das kann, so. Und ich glaube, wenn Xi Jinping eigentlich irgendwie am Schluss als Herrscher hast du ja trotzdem irgendwie eigentlich die Aufgabe, in der Theorie oder unseren Werten entsprechend zumindest, dass du dafür sorgst, dass möglichst vielen Menschen möglichst gut geht. Also das ist irgendwie ein gutes Leben für alle so. Das wäre doch wie so klein die Idee, weil sonst würden die Menschen ja wie nicht hinter dir stehen. Also im Kommunismus ist halt noch etwas anderes, weil dort haben die Leute keine so. Aber ich glaube, dass er nicht mit seinen Handlungen nicht irgendwie überlegt, okay, was mache ich, dass es meinen Leuten mega gut geht, sondern er hat irgendwie eine Ideologie drin, von wegen, ja, China ist wichtiger als also China als Land, so als Nation, ist irgendwie das Land oder die Nation muss auf ewig bestehen und ich mache jetzt alles eine Art dafür, dass das besteht so. Und das ist etwas, wo ich finde, okay, das hat nicht viel mit der Realität zu tun, weil in der Realität sind alle Menschen auf der Welt einfach gleich kleine Punkte so. Und es wäre geil, könnte jetzt alle geil haben, weil es bringt, also die Nationen und so, Das die ist so sind, Bullshit. die sind so ein wie heisst es? Ja, das So, ist ja schön. das Aber sie sind ja, aber das stimmt ja erfunden. gleich wieder nicht, weil es ist ja die Wahrheit, dass dann sie realitätsnäher sind als du. Wieso? Wieso? Weil schon seit und je die Europäer, die Amerikaner oder was auch immer darauf aufgebaut haben, dass wir andere Länder ausbeuten. Ja. Und China hat auch dazu gehört. Und jetzt sagt der Xi Jinping, ich habe gecheckt, wie die Realität funktioniert. Ich muss mein Land so weit bringen, dass ich andere Länder ausnutzen kann, was die Realität ist. Und darum bringe ich mein Land an die Spitze von der Wirtschaft. Das ist doch nicht realitätsfähig. Aber du bist... Das ist doch die Realität. Du bist naiv, Du was redest die Leute von sagen. Idealismus und nicht Realität. Nicht Realismus, sondern Idealismus, von was du redest. Also, das ist meine Position nach Idealismus. Ja, ist, du bist der Idealist und die anderen sind die Ja. Realisten. Ich glaube es nicht. Nein, Also ich Tobi, Wieso ist jetzt nicht Wieso? realistisch? ich Das rede wäre nicht jetzt nicht da. Wenn es realistisch wäre, wäre er ja nicht der Führer von China und wäre einer der mächtigsten Menschen. ich glaube nicht, dass das ein gutes Argument ist. Mal? Doch. Weil das ist ja die Realität, wo wir uns jetzt gerade befinden drin. Du kannst nicht sagen, weil er Zünd nach. erfolgreich ist,
du kannst nicht sagen, weil er erfolgreich ist er näher bei der Realität. Das wissen wir nicht. Nein. Aber dass er nicht erfolgreich, dass sein Land mächtiger wird, ist ja die Realität. Das merkst ja du. China wird nicht unbedingt mächtiger. Im Moment sind sie In der riesen Wirtschaft. Krisen. Wirtschaftsstabilität. Die sind voll am Arsch. Ja, Die wegen haben- deinen Kindern, ja. Ja, wegen ihren Kindern, weil sie Millionen von Häusern gebaut, Wohnungen gebaut haben und so, wo niemand drin wohnt, weil sie einfach irgendwie probiert eben das BIP aufzupushen und jetzt kriegt ihnen das voll von Füßen. Und der Fehler, den ihr glaubt macht, ist, ihr tut manchmal immer noch so, als wären die Menschen irgendwie rational. Aber wir sind alle nicht rational. Und in so einer Machtposition habe ich das Gefühl, wird man eher noch weniger rational, weil man in einer ganz anderen Welt lebt, Ja, vielleicht als wird es schon wirklich weniger die rational, aber Realität ich glaube, ist. du weißt nicht, wie rational die Leute sind. Wie du nicht checkst, was Rationalität ist, weil du das selber nicht kennst. Das kann schon sein, aber ich glaube es nicht. Weil eben, ein Xi Jinping, wenn der in dem Sinn so rationalmäßig, okay, ich schaue für... Also, vielleicht ist er rational, aber eben dann meine ich, fern von der Realität, und dann meine ich vielleicht meine Realität, dass jeder Mensch irgendwo durch den gleichen Wert hat, jeder Mensch... Da ist schon darüber geredet, das hat nicht jeder gleich. Ja, und dass haben wir wir eine alles, Umfrage gemacht, die richtig umstritten war. dass wir alles random Köpfe sind so. Ja, aber Kollege, gibt Und- es verschiedene Realitäten in dem Fall? Nein, aber Ja, doch. wir haben Ja, einfach keine Ahnung, hä? welches die richtig ist. Wir haben alle Perspektiven auf die Realität, auf die Objektivität, die wir wahrnehmen, die wir aber nie können. Ja, das kannst du jetzt argumentieren, wenn der Xi Jinping dich nukt, dann ist es nicht Welt. Du bist halt in die Realität, Alter. Ja, ich verstehe schon, was ihr meint. So Realität im Sinn von, was jetzt gerade passiert und wie eben das System zusammengebaut ist und so, schon klar. Dort sind sie irgendwie näher an den Begebenheiten, aber ich glaube nicht, dass sie... Ich glaube trotzdem, dass sie realitätsfern sind in dem Sinn, dass sie, wenn sie sagen, hey, ich sorge dafür, dass es meinen Leuten besser geht, aber es gibt 1000 Arten, wie sie es könnten besser machen, sodass es wirklich ihnen Leuten besser geht, und sie checken das nicht, dann habe ich das Gefühl, sie sind ein bisschen fern von der Das Realität. Ding ist, für mich sind sie realitätsnäher als du, weil sie können die Realität legit beeinflussen, mehr als du. Ich glaube aber, die Weil wenn der Realität, Putin sagt, wir marschieren die Ukraine ein, dann macht er das und dann ist die Realität. Und du willst einfach reden von wegen, ich will die Welt verbessern. Und die Welt geht trotzdem noch an den Arsch. ja, aber vielleicht geht die Welt dann nicht an. Wenn wir es richtig machen. Ja, ich kann gar nicht mehr darüber reden. Ja, wir- Aber hast du mitbekommen, dass da die NATO jetzt noch so Südkorea und so Leute Länder wie China auch noch angefragt haben, ob sie mal vorbeikommen und schauen, wie sie so ist in der NATO. Und jetzt der Xi Jinping auch mad ist. Nein. Der ist richtig mad jetzt. Der ist jetzt auch richtig mad. Es klebt irgendwann. Ja, der Kim Jong-un ist ja mad. Auch wenn ich keine Ahnung habe wahrscheinlich von dem ganzen Zeug, aber ich habe legit das Gefühl, wenn jetzt würde Trump gewählt werden, der nächste Ding, der würde es einfach carryen. Einfach so, er würde es einfach carryen. Er ist der grösste Spaß, aber er würde es carryen. Weil er hat nicht den Mut zum Krieg führen. Er ist, glaube ich, auch der Einzige, der nie Krieg geführt hat, oder? Er hat dann nicht den Mut zum Krieg führen. Und er ist so ein Schnurri, weißt du, so ein charismatischer, in Anführungszeichen. Und er würde so zu Xi Jinping, Bruder, komm, weißt du, Alter, mach mal keinen Streit mehr, keinen Flex mehr. Und zum Putin auch, mit Putin hat er es gut gehabt. Ich glaube, er würde es einfach carryen. Er würde wahrscheinlich schon... weil Also er wahrscheinlich wird es auch- nicht besser, aber es würde Ja. nicht Krieg geben. Weil er irgendwie auch gegen die NATO wahrscheinlich... Ich nehme an, der ist gegen die Bündnisse und so. Wieso? Ich weiß es nicht. Hat Amerika nicht mega als Vorteil aus diesem Bündnis? Nein, ja, aber das ist ja ihm egal. Also, Ja. er würde wahrscheinlich keine Ahnung. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er... Weil dort ist er ja auch... Eben in seiner Amtszeit, das ist wahrscheinlich etwa eines von den wenigen Sachen, die er gut gemacht hat, ist... Also ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich so ist, aber so wie ich es mitbekommen habe, hat er, glaube ich, schon mit dem Putin so kleine Sachen hintergeschlichtet. Ja, und er ist auch Und- der einzige, ich glaube, der einzige US-Präsident, der nie Krieg, wo keinen Krieg Ja. geführt hat. Und der Biden ist halt trotzdem immer auch noch so einer, der einfach gleich irgendwie... Und dort meine ich auch, das sind auch so irgendwelche... Ja, aber das ist etwas anderes. Das ist Realitätsfan. Ich finde, das Das ist ist genau das wirklich Gleiche. Realitätsfan. Die hat das Gefühl, dass die USA einfach irgendwie... Dass die USA so die sind, die die Welt vor dem Untergang bewahren, weil sie
schauen dafür, dass Kommunismus nicht kommt oder was auch immer. Ja, das Und ist ja der auch Propaganda. Der Putin, nein, ich glaube nicht, dass es Propaganda ist, sondern das haben die wirklich das Gefühl selber. Und das ist eben so ein Dem ist trotzdem Bias, Propaganda. wo scheiße und realitätsfern ist. Und genau gleich wie der Putin, der das Gefühl hat, dass er irgendwie, dass einfach irgendwie Russland das Anrecht hat drauf, keine Ahnung, ein paar Länder einzunehmen oder gewisse Gruppen. Genau gleich wie der Xi Jinping das Gefühl hat, ja, China ist eine Nation, die muss für immer bestehen bleiben. Das wäre, glaube ich, keine Ahnung über das Zeug. Du hast keine Ahnung über Weltpolitisches, kann es sein? Ja, aber... Also nur schon, was du auch keine Ahnung hast über den Zweiten Weltkrieg und so. Es ist ja nicht so, als wäre Putin nicht da gewesen und sagt, ja, ich will jetzt die Ukraine zurück. Es war schon immer ein Ding gewesen, weil die Ukraine hat den Russen gehört und sie haben es gegen die Türken verloren. Und dann haben die Türken der Ukraine geschenkt oder so. Und sie haben eigentlich das Gefühl, es sei ein Land, wie von Anfang an es ihr Land war. Und wo der Kalte Krieg geendet hat, haben eigentlich alle ihre Länder zurückgegeben und sie nicht. Also wo sie eigentlich hätten sollen bekommen. Und das haben die Ukrainer gewusst. Und darum sind dann mega viele Ukrainer in dem Gebiet so gewesen, Bro, wir wollen eigentlich zu Russland sein. Und schon immer pro Russland gewesen. Und darum hat es dann immer mega schlimm Dinge gegeben. Und darum sind sie auch immer so Platz 1 auf Korruption gewesen und Ja. so. Ja. Weil sie keine richtige Regierung haben. Und wenn der Putin dann das Gefühl hat, ja, ey, schau, das Land ist am Arsch, Korruption verzeugt und so. Ob es jetzt Russland so ist oder nicht, spielt keine Rolle. Wenn er das Gefühl hat, ich helfe denen, dann hat er das ja das Gefühl. Aber der Punkt ist eben, und das ist Also ja nicht, mein dass Argument wir von wegen... Putin verteidigen, das ist daneben. Und das Argument ist ja wie, okay, wenn er so rational wäre und würde wollen, dass es den Leuten besser geht, dann wäre nicht die Lösung gewesen, um dort einmarschieren und also das Zeug verbomben. Nein, logisch nicht. Vor allem, ich habe einen Leben gehört und so erzählt. Ja, eben, das ist eigentlich mega eine Tragödie, was dort passiert. Das sind alles Brüder. Ich sage, Bro, Alter. Ja, Bro, Alter. Das ist deine Tragödie, die du raus Ding hast. Ja, aber im Fall, das ist wirklich etwas. Ich habe so schlechtes Allgemeinbild. Ja, nein, du müsstest einfach, wenn es so um so Zeug geht, die haben ja alle im Hintergrund. Die sind ja nicht einfach so dumm. Ja, das ist mir schon bewusst. Oh mein ja. Gott, und aber auch so reden und so, das ist so interessant. Der Trump, der ist wieder der grösste Messias, und er redet, weil er halt jetzt einfach ein seniler Mensch ist. An der Macht. Und er sagt das immer wieder. Aber der Trump will selber sein. Er sagt jetzt, ja, logisch. Also Trump kann jetzt einfach easy, der gewinnt safe, der kann easy, wenn er darf. Aber er kann jetzt die ganze Zeit predigen von wegen, ja, schau, jetzt sind wir kurz vor dem 3. Weltkrieg und beiden, weil wir das so einen senilen Dude hatten. Mit mir hat es nie Krieg gegeben, weil für mich, wenn wir wieder Frieden haben wollen. Hä, logisch, da würde jeder reinkriegen, wenn ich ein dummer, unbildeter Amerikaner wäre. Nicht gegen Amerikaner. Ja, ist ja so, hä? Ja, also, ich schließe es nicht So aus. muss, Aber also mir gar nicht Leute kommen und sich wundern, wenn der Trump gewählt wird. So. ja, aber ich glaube, im Moment glaube ich noch daran, dass sich schon noch... Ist es in diesem Jahr jetzt wieder? Ja, es hat angefangen, der Oh, Scheibe, Wahlkampf. das wird wieder... Ich glaube, wahrscheinlich im Oktober oder so wird Aber darf er eine gewählt riesen werden? Shitshow. Im November ja, ist darf für normalerweise. jeden gewählt werden. Nein, oder wenn nicht? er Nein, eben nicht. verurteilt wäre, dann dürfte er nicht. Aber es ist ja jetzt noch dran, ob er verurteilt ist oder nicht. Hey, Wir haben viel politisch geredet. Podcast, das ist nicht gut. Ja, vor allem, wenn wir keine Ahnung haben, von Ja. dem wir reden. Das ist das Problem. Mann. Es ist wie, als würden wir irgendwie einen Podcast machen über Harttönig oder so, aber keine Ahnung haben davon. Jedes Mal sagen wir wieder, wir haben keine Ahnung und reden drüber und beim nächsten Mal machen wir es gleich wieder. Aber ja, schon gleich. Ja, wir vermuten. Hoffentlich braucht das irgendjemand als Fakt und das ist auch so, ja, ich glaube. Putin macht das schon gut. Der Putin, Und der Trump wäre eigentlich schon easy, Alter. Das Der wär ist schon schon- chillig, Alter. Das ist schon chillig. Das sind zwei richtig chillige Menschen. Ja, und die carry Ja, wir sollten echt den Sven in Russland Herrschung geben und Amerika auch um Sven. Dann würde echt die Welt stehen bleiben, weil er keinen Zug mehr machen würde, weil er sich nicht entscheiden kann. Ja, da ist wieder die Leute krepieren von Hey, Hunger warte, und- ich muss das noch überlegen, ich kann noch nicht entscheiden. Und aus wenn sie in der Regierung, die Leute würden nicht im Krieg sterben, sondern einfach so, weil einfach Ja. alles... Er wäre Uganda. Wieso zeigt sie denn in Memes, dass sie runterkommen? Oder? Nein, aber Uganda ist halt einfach ein schlechtes Land, sage ich. Aber ja, reden wir über andere Sachen. Wir wollen eigentlich gerade zu politisch sein. Wir sind der Polit-Talk-Podcast vom Sven und dem Yoshi. Und jetzt kommen wir über das andere Thema vom Yoshi. Excel. Wieso vom Sven und vom Yoshi? Wie du so viel über Politik weißt. Excel, Yoshi. Ja.
Ja. So ein geiles Programm, Alter. Ja. Ich habe es nie verstanden, aber jetzt, Alter, wenn ich im Büro hocke und auf Excel bin. Und gehe manchmal fast rein. Hast du einen Kurs gemacht? Nein, ja, ich tue einfach nur wieder Sachen nachschauen, wie es funktioniert. Und dann habe ich wieder etwas Neues gelernt und kann es einsetzen. Mhm. Excel ist schon cool. Excel ist voll geil, Alter. Du könntest also Umfragen und so mit Excel machen. Wie meinst du, Frage? Es gibt so Tools für Excel, du kannst ja auch die Sachen reinprogrammieren, wo du einfach dann dein Excel kannst schicken und dann kannst du dort eine Art Sachen rein. Der will etwas von dir, hä? Ja, Wer ist das? Der Michi. Das Einer hat- der jungen Grünen. Ja, nimm mal ab und Morische sag mal. Er ist im Bejahtenversammlung. Podcast, ich würde mich schämen, wenn ich dich wäre. Du bist jetzt Teil von einem rechtsradikalen Podcast. Hä? Haben wir rechtsradikal gesagt? Auf. Ja, rede mal weiter, ich muss sagen. Excel ist geil, weil Man kann so Excel viel alles. machen. Du kannst alles machen. Dein Leben ordnet es einfach. Der Excel erfunden hat, der war glaube ich einfach ein G gewesen. Ja, das war ein riesen G. Ich habe mal die erste Werbung von Excel gesehen. Mhm. Das Ding ist steinalt. Das ist noch, glaub ich, aus dem letzten Jahrhundert, oder? Ja, ist aus dem letzten Jahrhundert. Und dann sind so im Lift. Und dann ist der eine so, oh ja, ich muss eigentlich das machen, aber ich schaffe es nicht mehr. Oh nein, ich werde gekündigt und so. Und dann kommt der andere so, packt so einen riesen Koffer aus, macht ihn so auf, aber und es ist halt Excel drauf. Und was ich krass finde, Excel sieht einfach immer noch fast genau gleich Ja. aus, wie es vor 20 Jahren oder älter ausgesehen hat. Ja, aber es ist überlegen. Es ist einfach überlegen. Kollege, stell dir mal jetzt mal vor, du machst einen Kurs. Ich glaube, da wirst du noch so viel mehr draus kommen. Die Excel richtig beherrschen, sind richtig krasse Motherfucker. Ja, ich merke immer, weißt du, jetzt, wo ich am Anfang mit Excel hatte, ich bin gar nicht rausgekommen. Und dann habe ich halt bei der einen Tabelle habe ich Sachen rauskopiert, rein tun. Und wenn ich jetzt auf Excel gehe und schaue und dann so die Formatierung anschaue, habe ich gerade letztens wieder eine uralte Liste angeschaut. Kollege, ich bin fast durchgekippt, als ich das gesehen habe. Überall, halt, immer wenn du etwas kopierst und am anderen Ort einfügst, nimmst du Formatierungen mit, oder? Und es erstellt dann wieder eine neue Formatierung. Und das ist so ein riesen Chaos. Und ich habe dann noch so voll kompliziert gemacht, jede einzelne Zeile und eine neue Formel dafür gemacht und so. Jetzt habe ich einfach so, jetzt weiss ich, wie es geht, jetzt mache ich einfach so das, nimm alles von dem und das funktioniert und dann bist du gerade so. Das Dann ist schon geht geil. einer. Das ist sowieso so ein geiler Moment, wo du so bist. Ja. Und du irgendwie etwas klappt oder so, tak, berechnen wir das und tak, das stimmt. Warte, ja, stimmt. Ja, geil, Mann, wie geil. Ja. Oder wenn du irgendetwas am Einpassen bist, dann hast du so, das passt perfekt. So, Ich bin gerade so, das ist so geil. Das sind so die geilsten Momente. das sind wirklich die geilsten Momente. Das ist einfach Dopamin auf Real. Ja. Der Real Dopamin. Der Real Dopamin. Die gute Sorte von Dopamin. Der OG Dopamin. Originale Dopamin. Ja. Nice. Ja, das ist Ich das, würde ist, so das gern- ist der Grund, warum Dopamin überhaupt so in unserem gern- Gehirn ist, Alter. Es gibt ja manchmal so Bauernkolonien, also nein, so Kolonien, die so Mittelalter spielen und sind ja das Dorf verbaut und so. Mhm. Ich würde so gerne nicht einmal so ein halbes Jahr leben oder so. Aber Gehst du Gibt's da also- Amish? Ja, nicht, Ja, gibt's nein, die der, wo Roleplay dann einfach, ja. ja, gibt es ja wirklich so durch ein Roleplay? Das ist doch mehr so, sind so Events, wo du mal 2 Ja, Wochen ich ins glaube, Lager gehst. ich weiß nicht, Alter. Weißt du, wie geil, Mann. Echt richtig, Alter. Halle! Ja, aber gehst du da Amish, Alter? Da kriegt niemand aus der Rolle. Das ist real. Ja, das ist Das real, ist ja. real. Gut, da kommst du gar nicht erst rein. Amish ist so ein Nazi-Ding. Ist es? Das sind richtige Psychopathen. Ja, das sind diese Psychopathen. Es gibt doch auch noch die anderen, die Mormonen, oder was ist das? Das ist Ja. aber etwas anderes. Etwas anderes. Ja. Sind die nicht auch so mit Rösseln unterwegs? Mal, es gibt, glaube ich, viele nein. von diesen Dingen, die Mormonen sind. Sind mehr quasi integriert, gell, gesellschaftlich, aber Mormonen sind doch die, Nein, Mormonen mehrere sind- Frauen haben und so. oder? Nein, Mormonen Oder was ist sind doch einfach Mormonen? einer, der das Buch Mormon oder so auch aus der Bibel irgendwie christlich Ding heisst. nicht, aber ich glaube, du kannst arisch sein und Mormon. Arisch? Arisch? Nein, da, wie heißt Amish. Amish. Warte. Nein, das weiss ich. Da komme ich wieder mal zu wenig draus. Alle Amische sind Mormonen, aber nicht alle Mormonen sind Amische. Etwa so, ja? Ja, ich glaube es so. Ja, das shit, das ist wie mit den Schwarzen. Also was hast du letztes Mal gesagt? Nicht alle, Warte, ja. Was nicht ist alle das? Rassisten sind Nazis, aber alle Nazis sind Rassisten. Ja, genau, ja. Ja. Ja, genau, ja, das habe ich gesagt, ja. Dann kommt der Strich doppelt. Ja, Word. In dem Fall, wenn ihr mal etwas an Yoshi schenkt, dann schenkt ihr ihm einen Excel-Kurs. Oh ja, ich glaube das... Oh mein Gott, Excel 98, das ist doch dann ist es rausgekommen. Heisst nicht der eine YouTuber Excel 98? Der Mensch nicht so,
Der Excel, der abgrundgrün Fette. hässlich, ja. Nein. Also du hast wirklich, da kannst du nicht mehr Der erzählt wieder so Der ist wirklich Geschichten. fett, Er Alter. erzählt wieder so Geschichten, wie er sein Arschloch nicht kann putzen kann, weil er so fett ist, um gar nicht durch sein Arschloch kommt. Und du denkst Oh einfach so, no. Alter, der Mensch muss stinken. Boah. Oh no. Oh, das... Wie machen das fette Leute? Ja, irgendwann ist es zu fett, die können gar nicht richtig putzen. Die brauchen Vor allem, du so- musst dir vorstellen, die kacken und die spüren doch an der Arschbacke ihre Scheiße rausfließen. Die können doch nicht die ganze Arschbacke spreizen, wenn sie so fett sind. Vielleicht haben die voll muskulöse Ärsche. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Die brauchen das Bidet. Die haben einfach verkackt. Ja, ja, nein, die brauchen einen Gartenschlauch. Ist das wieder Fettshaming? Hey, das habe ich nie überlegt, aber meinen Sie, dass die wirklich No, das ist so, das ist so. dreckige Ärsche haben, die das Ja, wirklich putzen? das hat er ja gesagt. Oh, krass. Vor allem, wenn die WC sind ja alle genormt. Du kannst ja nicht drauf hocken, Nicht, dass ich mir Wenn das du- will überlegen, aber das haben wir noch nie überlegt. wenn du ein klein fetter Arsch bist und so ein Booty Girl bist, Aha. wo so voll trainiert und fetter Arsch ist, dann kannst du glaub, so ein dran ziehen und dann auf die Schüssel hocken und dann ist es so gespannt und das auseinandergespreizt. Aber wenn du so fett bist, du kannst es gar nicht, weil du möchtest nicht untergreifen, wenn du drauf hockst, dann drückst du das Fett so in die Schüssel rein, als würdest du einen fetten Schleim auf einer Schüssel legen. Und drückst ihn ja so rein. Nein, wo Kollege, wenn die schießen, ihre Arschbacke sind zusammengedrückt und es wirkt so raus und ich glaube, es bleibt so viel Kacke drin Aber hängen. vielleicht hättest du ja so eine neue Es ist wie wenn du im Stall in die Hose schiessest. Nein, das... Mal safe, Alter. Er hängt alles zwischen der Arschbacke und Aber- wie ein Kind. Ich glaube, die kacken normaler, als wir denken. Nein. Aber vielleicht, aber du könntest doch sowieso keine Angst mehr haben vor diesen Durchfallschießen. Furz. Weißt du, wenn du so Furz ist und dann bist du so, oh, da ist safe ein bisschen etwas mit. Aber es hängt so Ja. genau zwischen den Arschbacken Ich glaube, die fest. können gar nicht furzen. Aber eben, wenn glaube, die das so einen Vorteil ist- Durchfallschiss haben, Alter, da bleibt alles hängen. Die brauchen nicht mal Windeln wahrscheinlich. Ja, safe. Aber was, das ist auch nicht gut. Das weißt du, die Grüße. Das ist Weißt du, die richtig Häse. Kollege, die Fetten, die richtig fetten, weißt du, die so einen Arsch haben da vorne. Die aus den Amerika-Dokus. Die haben das safe. Die müssen, ich kann ja, müssen unter ihren Fettingen putzen. Das ist aber Chimle. Ja! Die haben Pilzbefall unter der Fettfaschalte. Unter dem Bauch. Safe! Richtig, wirklich. Wirklich. Das wären Sven. jetzt so Gedanken, so Reflexionen, die ich mir eigentlich nicht will. Also, Schau, der Sven. Hätte gut Der Sven ist umgelebt. seit 6 Jahren verschwunden gewesen und hat sich Gedanken gemacht über die Welt und alles. Aber so wichtige Sachen weißt du nicht. Was ist an dem wichtig? Ja. Sorry. Dass du Ich das weiß Lied nicht, von den wie- fetten Leuten Ich verstehst. habe alles Wichtige gelöscht. Oh Mann, ich glaube, das ist richtig grusig bei denen daheim. Du denkst auf der Straße, oh nein, der ist fett, oh nein. Man sollte aber kein Fettshaming betreiben. Kollege, der Mensch kann nicht aufs WC. Ich glaube, wenn der Fuß, du hörst es ja gar nicht. Das kann ja gar nicht tönen. Wie wird es tönen? Aber kommt irgendwie so ein tödlicher Ding, wenn so, weil weißt du, die Fürze sind so tagelang so Ja. trapped dort innen und irgendwann Die kommen mischen so sich da mit Schweiß. Weißt du, ja, der Arschschweiß, Oh Kollege. Mann, wenn du so in die Fresse kriegst, nachher schaut mir die Arschbacke aus. Der Arschschweiß ist immer brudet unten, weil es immer wieder Scheiß vermischt wird. Und der möchtest du dann rausdrücken. Der tut den Scheiß rausspülen. Sag ich, wie es ist. Was laber ich? Ah, ich muss noch am Konto die Ware blasen. Ja, aber weißt du, wenn du so 250 oder 300 Kilo bist, dann wie willst du so leben? Ja, schon krass. Weißt du, ich verstehe, wenn sich Leute angegriffen fühlen, die irgendwie so 150 Kilo sind oder so, meine, das kannst du eigentlich noch, es geht. Also gut, kannst du eigentlich, musst du schon gut leben, das ist ein bisschen anstrengend und alles, aber wenn du 200, 300 oder 300 Kilo bist, dann kannst du doch fast nicht mehr leben. Mhm. Das ist krass. Sumo-Ringer? Ja, aber die Ja, sind ja nein, nicht die sind 200 muskulös, Kilo, Alter. die sind Ja, die fett, sind so Alter. muskulös, aber kommt ja ihre Das weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. Aber so fett sind die, glaube ich, gar nicht. Ja, die sind schon ultra muskulös und dehnbar und fast, wie heisst, fast akrobatisch, aber ich meine, du hast irgendeine Masse und dein Arm ist einfach nicht, wird ja nicht länger. Die Sumo-Ringer, die sind recht gross. Siehst du, so fett sind die gar nicht. Ja, aber ja, es gibt ein paar, die nicht so fett sind, aber es gibt auch deren, die richtig... Okay, gut, der ist schon massiv. Ja, Aber der kommt, glaub ich, 160 schon Kilo, siehst noch, der kommt, glaube ich, schon noch aus. du? Schau, der hat so lange Arme, der ist riesig. Mhm. Gut, das ist einfach das Kinn, das da steht, da sieht das so riesig Ja. aus. Ja, aber so dick sind sie gar nicht. Also, dünn sind sie nicht, aber... Meinst du, ist das so, dass die Sumo-Ringer die Tradition eigentlich irgendwie tausende Jahre zurückgeht, wo
Ich habe es überlegt, weil ich gehört, dass eben die Sumo-Ringer, das sind früher wirklich Krieger gewesen, die sind Ja. einfach vorher gesäckelt und haben wo alle so umgerannt. Ja, genau, ja. Aber ich weiß eben nicht, wie wahr das ist, aber eben, das für Sinn machen. Schon krass. Also anders, also, meine, Anders kannst du nicht also erklären. ja, anders kann ich wirklich nicht erklären, warum es so etwas wie Sumo-Ringer gibt. Weil es muss doch einen Sinn haben. Danke. Kannst du Na, mir was? Bam Danke sagen? Kann ich schon Bam Danke sagen, oder meine Frau? Wie sie hat mir erkannt. Wann kommen die... Er hat gesagt, er hat es verschoben und niemandem etwas gesagt. Was? Videos? Videos, ja. Ja, eben. Ist ja jetzt noch nicht fertig. Jetzt kommt Er hat aufgehört und hat niemandem etwas gesagt. Was, er hat aufgehört? Er hat es abgebrochen. Nein. Oh no. Wieso? Wäre es zu aufwendig gewesen, hätte ich keinen Bock mehr gehabt. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwann kommt, aber er hat sicher verschoben. Oder vorher abgebrochen oder für immer, ich weiß nicht. Schwuel. Ja, gut. Das ist auch wieder uninteressant. Dann zu unserer nächsten Premium-Perle. Deine Mutter. Sachen. Wenn ihr wieder jetzt daneben Ah. Wieso wieder? Was war bei uns daneben? Gewesen? Ist alles Jetzt ist normal. daneben das Thema, ich weiß nicht. Wenn ihr, habt ihr Bock auf Ja, was? Ich bin immer für daneben die Themen. Also du sagst ja, irgendwo durch das Leben ist Voll lebenswert. daneben! Das Leben ist so lebenswert wegen der Oh, für mich ist so eine Diskussion. Memories und so. Ist das Leben von dementen Leuten lebenswert? Das ist kaputt. Nein. Nein. Weiß nicht. Was? Von welchen Leuten? Ist das Leben von Sven, der Alter! Mit dir wird man auch einfach keinen Podcast machen, Mann! Hast du schon mal überlegt, dass die Leute haben wollen, weil sie Spass haben, nicht depressiv werden? Es gibt Leute, die lassen uns mit dem Auto fahren. Du hast eine Verantwortung. Die fahren einfach auf die Gegenfahrbahn. Nein! Was? Okay, machen wir etwas Lustiges. Nein, das ist daneben. Was sollst du sagen? Logisch haben die einen nicht so viel Freude im Leben wie wir. Aber du undankbarer Wichser, hast ja gleich keine Freude und bist depressiv und Wow. sagst, ich kann das. Nein, jetzt Du geht's mir wieder gut. solltest dich daneben... Du solltest dich schämen. Jetzt geht's mir wieder gut. Cool. Aber ich habe ja Das gefragt, ist ob ihr schön. wollt es daneben, aber in dem Fall nicht. Ja, ich habe gemeint, lustig daneben, wie scheiße. lustig daneben, ja. Ich habe doch keine lustigen Themen, das gibt's bei mir nicht. Ja, dann reden wir über Pro und Contra. Pro Pro und Contra! und Contra. Top oder Flop? Oder Flop. Oder Flop. Clap, clap, clap. Skifahren. 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 Ski. Ski. Also, was ist Pro? Ski. Oder cool Was ist Contra? Also ich würde sagen, Contra ist... Es ist... Teuer. Ja, das sowieso. Equipment und Aber es Ding. hat Leute dort. Ganz viele Das Leute. ist Contra. Das Überfüllt. ist voll geil. Kollege, du stehst schon eine halbe Stunde teilweise den Lift an. Ja, heute das ist wirklich schlimm. Früher ist das nicht so gewesen, gell? Es kommt drauf an. Früher haben wir halt noch Zeit gehabt, um unter der Woche zu gehen, irgendwie so am Mittwochnachmittag, wo alle Schüler frei hatten und sonst und meistens auch halt keine Eltern frei hatten, außer so eine Mutter, die dann so hilflos mit ein paar Kindern dort rumgefahren war. Ja, schwul. Und darum ist es wahrscheinlich so vorgekommen, als hätte es nie Leute auf der Piste gehabt, weil wir halt einfach an so einem scheiß Mittwochnachmittag dort waren. Und das haben sie schon viele Leute. Aber am Samstag und am Sonntag hat es schon früher viele Leute gehabt. Das ist mal das Zeichen, dass wir keine Ahnung haben, was genau beliebt ist. Weil ich denke, es fährt ja niemand mehr Ski oder so. Es gibt immer mehr Leute, die auch sagen, Snowboard ist voll cool, ich fahre Snowboard. Die schon seit 20 Jahren Ski gefahren sind, jetzt fangen sie an Snowboard an. Und du denkst nur so, da habt ihr nicht dumme Im Fresse. Fall, ja, aber im Fall von den Kindern fährt fast niemand mit Snowboard. Ja, weil Snowboard ist auch nicht so geil wie Skifahren. Ich Skifahren finde ist schon Snowboard geil. schon cooler. Wegen Ja, du hast deine Fresse. Aber Snowboard ist Das doch ist auch so seitlich, logisch du kannst gesehen so, dümmer, weil du bist fest in dieser hohen Bindung drin und wenn es sich verjagt, ja, weißt du, auf einem Ski ja. fliegst du raus. Und du hast Nee. viel weniger, du musst dich dann noch umratschen, die hocken immer auf einem dummen Arsch. Du siehst gar nicht so cool aus, wie du meinst. Snowboarder sind immer im Es Weg. geht Snowboarder ja sind die nicht darum- grössten Arschlöcher. Es Mann. geht ja nicht darum, wie du aussiehst, Oh mein sondern Gott. das Gefühl ist voll krass. Weißt du, wer hat das gesagt? Der Papa Platte hat glaub, gesagt, ja, weißt du, Snowboard ist auch ein bisschen cooler und so. Ja, du stellst dir den Sieg vor, der da seine Tricks macht, und so smooth fährt und vielleicht noch schnell einen 360 flitzt. Aber du bist die Missgeburt, die da queren Weg runterrutscht, riesen Hüfe macht, wo man dann auch nicht mehr normal Skifahren kann, ohne dass du verfliegst. Ich hasse Snowboard, das ist das Schlimmste. Nein, ich finde es voll cool. Snowboard sind die grössten Wichser, Alter. Ey, was Ich bin so traurig, dass ich nie Skifahren gelernt habe. Ich bin mit 4 aufs Brett und ich bin noch nie Ski gefahren in meinem Leben. Nein. Nein! Und ich bin so traurig, kann ich das nicht. Das wirst du sicher schnell lernen.
Nein, weil ich will nicht so ein Opfer sein wie die noch das Gefühl haben, sie müssen Snowboard lernen mit 30. Wieso nicht? Reiss dich zusammen, bis erwachsen, Mann. Fahr Ski. Wenn du Bock hast halt. Mhm. Du musst ja nicht. Mhm. Aber wenn du Bock hast, kannst du anfangen Ski Wir sind so eine coole Gruppe, wir gehen immer zu sogar Skifahren. Oh, ich will jetzt lernen Snowboard. Okay, cool. Ja, dann fahren wir halt nur noch da Grotz oder so einen Scheissdreck. Danke vielmals. Sehr, sehr edel von dir, du Missgeburt, weil du Bock hast. Und danach kaufst du dir ein Brett für 1000 Stutz. Nicht Missgeburt. Ein Brett für 1000 Stutz und dann noch irgendwelche dummen Schuhe für 600 Franken. 1600 Franken verschossen. Nächstes denkst du wieder, das war voll scheiße für euch. Gell? Okay, ja, komm wieder mit der Ski. Und du langst das Snowboard nie mehr an. Ja, aber du... Und dann verkaufst du es irgendwann 5 Jahre später auf Ricardo und kommst einen Bruchteil von dem Ja, über. aber das wäre ja umgekehrt jetzt. Du würdest ja anfangen Skifahren und du sagst, ja, Skifahren ist viel besser. Das heisst, es wäre eine Investition in die Zukunft. Aber dann müsst ihr mehr Skifahren. Ich fahre jetzt schon nicht mehr Snowboard. Ja. Und trotzdem bin ich schneller als Ich alle. sage jedes Mal, ich will wieder Skifahren, aber jedes Jahr gehe ich wieder nicht Skifahren. Und ich bin schneller als alle Snowboarden. Du fährst einfach gerade aber... Ja. Wenn ich mit Skifahren fahre. Früher haben wir mit meinen Brüdern immer, wenn wir mit meinem Großvater Skifahren sind, immer so, tust du nicht so schnell runterfahren? Und dann jedes Mal, wenn wir wieder runter, fahr da gerade die Ohren Piste dran, dann verjagt sie wieder gottlos irgendwie und dann siehst du wieder rumfliegen. Weißt du, wo wir die Flums waren, das 4. Du, wir 3 und der Ja, mit Elia. dem Nobs. Oh, ja. Und ich glaube, wir sind mit dem Lorin die Dinge hergekommen. Aber erst dann haben wir nicht mit uns gefahren. Ja. Und danach haben wir dort einen Zwetschgenlutz genommen. Und ich weiss nicht, warum oder wie wir auf die Idee gekommen sind. Aber wir haben es nicht gerne gehabt. Ich habe den meine vom Nobs meinen ausgesoffen. ausgetrunken, du hast ihn nicht... Nein. Oder Du hast Tina in noch seinen fertig ausgetrunken ausgesoffen. und dem Elias in einen halben. Und der Joshi war futz verladen gewesen. Der ist nur noch gerade runtergefahren. Der hätte gar nichts mehr machen. Wir so, fuck, die tun das Kind nehmen. Und dann alle am Anstehen. Dort sind wir nicht keine halbe Stunde angestanden, jetzt sind wir 5 Minuten angestanden, weil wir unser Schliessmuskelsystem entwickelt haben. Alter, viel besseres Schliessmuskelsystem, Alter. Oh no. Einfach sein wie ein Arschloch. Alter, wie daneben. Aber niemand hat etwas gesagt. Ja. Es hat sich niemand getraut, etwas zu sagen. Das ist daneben gewesen. Das müssen wir wieder mal machen. Wir sind einfach vor der Automat, also bevor du das Ticket reinlässt, sind schon Leute mega viel angestanden und wir sind eigentlich vor die Hand gefahren. So, ich bin so hingefahren, also das Brett schräg gehabt und noch die anderen reinlassen. Und dann sind wir auch, bin ich auch noch mit. Richtig Arsch. Ich glaube, jemand hat irgendetwas gesagt und gesagt, was ist das Problem? Das war wirklich daneben gewesen, aber es war cool gewesen. Wir haben es gewusst, dass es daneben war und wir haben es trotzdem gemacht. Also jetzt weisst du, wie sich die Leute fühlen, Ja, die Sachen machen, wo es ihnen einfach besser geht, auch wenn es nicht richtig ist. ja. Schliessmuskel. Also ist das ein Plus beim Skifahren? Nein, Skifahren macht Spaß, das ist einfach das Plus. Es macht Spaß. Skifahren. Das Essen ist viel zu teuer. Dann kannst du ja Kaffee mitnehmen und bist du dann zu auf, habt ihr dumm Fressen. Kaffee am Pistenrand. Ja, ja. Es ist kalt. Es ist kalt. Boah, bist du schon mal so richtig kalt Skifahren? So dass Ja. gerade eine Spucke einfriert, wenn du rauskommst. Ja. Boah. Als Plus habe ich noch Freedom. Was für Ah, Sven, komm bitte, Es gib, ist schon schön also so. Sven, strich den Punkt, gib bitte gute Argumente. Also es ist voll cool, du lernst mega viel, es sind immer coole Leute dort und dann Après-Ski ist auch mega cool, du lernst mega coole Leute mehr und alle sind offen. Es ist eine Art Skifahren, ist das Surfer-Ding für die Alpen. Schweizer. Ja, wirklich. Das Surfing, man kennt es. Man geht irgendwo surfen, da ist der krasse Surflehrer dort mit den blonden Haaren und so. Und die ficken immer die Frauen dort. Und ich glaube, bei den Skilehrern ist es genau das Gleiche. Was würdet ihr mir sagen? Ich glaube, ein Skilehrer fickt sogar mehr als ein Surflehrer. Nein. Weil ein Surflehrer ist zu cocky, weil der hat wirklich das Gefühl, dass er es sagt. Und der Skilehrer ist einfach immer da. Und der Skifahrer ist, haben teilweise auch schon das Gefühl, dass sie es sind. ja, aber sie sind es auch. Und danach, weißt du, das Ding ist ja, du gehst dann zusammen noch in Après-Ski und danach führst die anderen ab. Ich glaube, Skilehrer, die pimpern richtig viel. Gerade aufschreiben, Skifahrer haben viele Vögel halt. Plus. Wenn du es gut machst. Wenn's Nein, ich glaube, du musst einen wegvögeln. Ich weiß nicht, Nein, also wenn du im Stemmbog irgendwo runterfährst. irgendwo ist das Attraktive an einer Frau mit dem Skianzug, also nicht der Skianzug an sich, sondern einfach in den Oversize-Kleidern und so. Wenn es so richtig zunebelst. Wenn du Und die hat auch immer die scheiß Zöpfchen über den Helm. Es sieht einfach gut aus. Und sieht einfach die gut Frisur, aus. wenn sie den Helm abziehen, sieht immer gut aus. Ich weiß nicht warum. Frauen, die Skifahren, sind attraktiv. Frau, Oder Snowboarden.
Oder Snowboarden. Aber warum? Weiß nicht. Finde ich interessant. Weil es Frauen sind. Sind auch die guten Pornos, die so in Gondeli ficken und so. Was? Was habe ich noch nie gesehen. Wo gibt's die? Wo gibt's die? Google Schiu. Ah, Ja. ist mir noch nie vorgeschlagen worden. Sie haben noch verschrieben Pornokultur. Was wird ich so letztens vorgeschlagen auf Pornhub? Mir wird nichts vorgeschlagen auf Porno. Nein, auf X. Nicht. Ich tue ohne Verlaufen feppen. Schwach. Das ist schwach. Die ganze Weißt du, dass grusige man mit deinen Sache. Verlauf sieht? Ich will meinen Verlauf selber nicht sehen. Ich habe jetzt nicht Angst, dass die Mimi oder so nicht wüsste, was der Band für Pornos schaut. Was denken Sie, das schauen die Pornokategorie? Was du für BBC. Nein. die ganze was ist das, so Step Nein. Brothers Geschichten. Nein, und so. finde ich voll daneben. Die sind langweilig. Die sind wirklich langweilig. Und die regen mich auf. Gut, keine Idee. Also weiter. im Fall. Oh, er schaut sich so Milf. Nein, Nein. nein. Oh, du schaust Hentais. Nein. Du liest Hentais. Ja, das schon. Aber Hentais sonst die lesen? Porno-Person, nein. Was Hentais lesen? Ich weiß nicht, wie die heißt. Jan weiss den Namen. Ich weiß nicht, wer die Gescheiße kennt. Und dann liest man das. Ja, das sind Okay. Comics. Hentai-Mann. Aber es ist nicht mit dem Manga. Was denn? Ja. Ja, halt. Comic? Nein, Scheiß. Jetzt ernsthaft. Nochmal, hä? Wenn ihr nicht mehr raten. Ja, warte mal. Lesben? Nein! Nein. Nein. Nur Die, die was Leute, du die sagst. Lesben-Pornos schauen, die haben Issues mit Schwänz, Kollege. Das habe ich früher noch. Ich habe früher Die ich sind es nicht richtig können haben, schwul. sobald irgendein Schwanz Ja, ins Bild oh, kommt. ich habe ja Ja. nichts gegen so Leute. Die, Das sind, habe ich früher die haben auch sicher ein gehabt. Problem, Kollege. Aber mittlerweile finde ich so... Habe ich euch das nicht Was? erzählt? Früher, ich habe eine Art wie Ja, weil du Angst hast, dass du schwul wirst. Angst gehabt. Ja, eben, ja, wegen dem habe ich auch keine Wegen Dings geschaut. christlichen Eltern. Ja, wirklich, Ja. es ist so. Nein. Du hast auch ein Problem mit dem Die, habe ich das Gefühl, wenn du einen Lesben-Pornos schaust. Ja. Dann bist du irgendwie gekommen. Und es ist ja fernab von der Realität. Es ist wirklich fernab von der Realität. Gehen wir wieder auf Realitätsferne. Mhm. Ich bin Was nicht hast- realitätsfern. Was schaust du für Pornos? Ich kann schon. Ich sage alles. Alarm! Alles. Alarm! Das schauen wir. Der wird ja wirklich noch schauen. Ja, Ja. nein, ich habe wirklich. Ja, gell? Hä? So ein guter alter Gangbang. Der Gangbang finde ich komisch. Das ist doch ein Gangbang, das Alarm-Ding. Ja, das ist ein riesen Gangbang, ja. Und jetzt, also haben ihr das Video wie schon mal gesehen? Ja, ich hab's Nein, gesehen, ich habe es nicht gesehen, Nein. aber ich sehe... Sie Sie ist doch zu so mir einer gerade immer Matratze so... und dann also neben... Alarm, Alarm! Und dann kommen so Ja, ganz ja. viele Führermänner. Ja. Ich nehme an, das wird ein Gangbang sein. Ja, es ist ein riesen aber ich Gangbang. weiss, ich kann nicht. Und dann du siehst immer irgendeinen, so dort am Wickeln und dann geht der nächste her. Und wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Ah, so ein Oldschool-Gangbang, wo nicht alle auf einmal da sind. Ja, das Ding ist so voll unschuldig. Ich werde jetzt nicht erraten, weil ich schaue keine Pornos, ich bin ein Man of God. Mit der Latz, Alter. Ja, wir schlechte Menschen. Mhm. Wir schlechte Menschen. Warte, früher haben wir schon schlecht gefühlt, dass ich Pornos geschaut habe. Ihr sind auch schlechte Menschen. Ich Warte, schaue jetzt früher haben wir Ich alle habe so mich- bis auf so einen MP3-Player Pornos. Also Ja. früher, ich bin so kreativ, ich habe mir einen scheiß Beamer Das hast du gebastelt. schon mal erzählt. Und du musst ins Mikrofon reden. Ah ja, genau. Mit was? Dann, wir haben uns erzählt, dass du das... Das hast du erzählt, ja. Das Dass ist aus einer Linse dann noch Beamer genau, gebastelt ja, und hat. dass Ja, wir das der Papi nachher den MP3-Player gefunden haben. Ja, aber nicht, Aha. was er gemacht hat. Hat er herausgefunden, dass Pornos drauf sind? Ja. Und dann hat er dich geschlagen. Der hat, weißt du, sich dann noch einen drauf abgeholt, Alter. Vater sind doch genauso stumpf, Kollege. Was hast du das Nein, mein Gefühl? Vater hat noch nie im Porno geschaut. Ja, genau. Hey, Ihm glaubt ich kann es mir gar nicht vorstellen. Was? Wir sind ja eigentlich erwachsen. Menschen haben sich unsere Eltern genauso gefühlt in unserem Alter. Ja. Kollege, Alter, eigentlich habe ich das erzählt von meinem Onkel und seinem Handy. Nein. Ich musste mal zu Sri Lanka, habe ich mal mit ihm sind wir ins Hotel gegangen, dann habe ich mit ihm das Hotelzimmer geteilt. Oh nein, top. Und dann haben wir das WLAN einrichten und dann hat es nicht gepeilt wie er. Ich so, ja komm, gib mal her, ich schaue. Und dann verbinde es also mit dem Browser zum Passwort eingeben vom Hotel. Kollege, ich habe noch nie so viele offene Tabs gesehen. Und auf jedem scheiß Tab ist irgendwie so Hot Tamil Girl. So, nein, Alter, Bro. Ist nicht dein Ernst, Alter. Wirklich, so, no shit, sicher etwa
15 Tabs offen gehabt mit Pornhub-Seiten von Hot Tamil Girls. Gut, der steht wenigstens auf seine Hautfarbe. So Ja, stimmt. Ja. Nein, so wie ich, finde ich auch easy. Aber alles, was dunkel ist, habe ich nicht gerne. Wir sind viel zu fest in dem Ding drin, dass wir einfach alleine schnurren. Ich weiß nicht manchmal, dass meine Schwester oder mein Bruder tut. Ja, aber ist es schlecht, wenn ich sage, dass ich dunkle Frauen nicht so schön finde? Nein, das ist alles gut. Das ist alles Also, weißt du, gut. so braun Nein, ich meine nur so wegen so- Porno-Kategorien und so. Aha. Ich finde es ein bisschen krank. Ah ja, wenn es deine Mutter gehört, ist vielleicht nicht so lustig, ja? Ja, eigentlich wäre es ja... Ja, no. Das Ding ist halt so. Für mich. Eigentlich wäre ja das ganze Thema gar kein Problem. Ist ja allen klar, so... Irgendwie... Die allermeisten Leute sehen sich Pornos rein und so Zeugs und man geht offen damit um. Wir sind noch glücklich weiter. Aber ich merke schon, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es muss von meiner Erziehung halt kommen, mit dem ganzen christlichen Zeugs. Das ist schon etwas, wo ich nicht einfach so chillig damit umgehen kann. Ich glaube, mit dem gehen die Leute, die nicht christlich aufgewachsen sind, nicht so chillig um. Schon? Ja, ich glaube, es schämen sich einfach die Leute dafür, dass sie es schauen. Oder nicht? Weiss es nicht. Ja, kann man sagen mal. Aber ja. Ist das einfach etwas, was so kulturell ein bisschen ist und in 50 Jahren ist nachher gar kein Problem mehr? Kann sein, ja. Vielleicht ist es Oder 50 ist das schlimmer. etwas... Nein, ich so glaube in klar. 50 Jahren... Vielleicht ist es in 50 Jahren schon wieder schlimmer, das kann sein. Aber jetzt ist... Also die nächste Generation ist ja alles easy. Weißt du, das mit OnlyFans und so, es ist ja so ein richtige Karriereweg, wo vorstellbar ist, als junge Frau einfach OnlyFans zu machen. Das ist halt mittlerweile so. Und dann ist es auch easy, weißt du, ich mache OnlyFans, oh ja, finde ich voll cool, dass du so hinter dem stehen kannst und so. So stark und unabhängig. Stark, unabhängige Frau. Und dann denkst du, ja, aber deine Pornos, die dich allein, aber die sind halt schon nicht so beliebt. Also unabhängig. Bei Filmen finde ich das auch so witzig. Früher ist es irgendwie, vor 50 Jahren ist es so wie, hast du nichts dürfen gesehen auf dem Film. Sonst, Und ja. dann ist das Ding gekommen. Und jetzt mittlerweile machen sie ja wie so Full Frontal, mega bekannte Schauspielerinnen, wo wie der normalste Film jetzt einfach eine Art wie normale Nacktszene hat, das kratzt niemand mehr. Das kannst du nie mehr, es ist komisch, wenn es keinen hat. Und früher ist es wie so... Wenn ich sehe die Nacktszene im Film. Also nicht ganze Nacktszene, einfach Fixszene. Ja, nein. Die stelle ich mir Szene so ist auch schwierig normal, vor aber- zum Drehen, Kollege. Ja. Ah, da ist doch... Ist das nicht weird für beide? Sicher ist sie vorbei. Mein der andere, Ja. du hast so, also entweder du bist so abbrüht, aber du hast doch safe... Na gut, den Ständer ist vielleicht nicht, wenn so 1000 Leute... Nein, Aber das es gehört sicher ja- nicht, es nicht gehört ja unbedingt, zum aber es ist Shopping, trotzdem es unangenehm. ist Du wie- spürst ja Ja, aber gleich du bist ja etwas. gleich nackt, weißt Nein, die haben so, weißt du, wahrscheinlich so hautfarbige Höschen an. du? Aha. Nein. Es Also gibt, du musst den Arsch sehen, dann sind irgendwie so hautfarbige Kondom. Also, mittlerweile gibt es einen Beruf, wo wie, ich weiß nicht wie es heißt, irgendwie Arschtuch. Coordinator, so Sexual Dings Scene Coordinator, irgendetwas. Und die sind eigentlich wie so Coaches und dann wird das akribisch festgelegt, welche Geräusche macht wer wann, welche Bewegung macht wer wann und mega genau, dass wie wirklich alles abgeklärt ist und wie beide wissen, dass genau nur das passiert, was halt vorher abgemacht wurde ist und dass nicht irgendwie einer noch so findet, ja weißt, ich bin so im Element gsi, darum in meinem das hat noch nie jemand gemacht, das wäre ja richtig Straub, Alter. Was? So eine öffentliche Vergewaltigung, wo alle zuschauen. Nein, logisch nicht. Aber du kannst ja gleich ein bisschen mehr Art machen, als eigentlich müsstest für deine Szene, weil du findest, ja eigentlich stehe ich ein bisschen auf die, Aber meiner hat echt schon mal in einem Film, in einer Sexszene jemand wirklich pimpert. ja, glaube ich schon. Gibt es sicher, also Also sie wirklich Sexszenen aufgenommen haben. normalerweise nicht, aber ich denke... Es gibt ja auch viele, wo das Paar so gefilmt oder danach zusammengekommen sind. Vielleicht haben die Ich meine, in Amerika würde es ja als Pornografie gelten, oder nicht? Nein, Also, nein, weil du als- wie die Schauspieler direkt bezahlt Also nein, nicht als Porn... als, dann ist so... als, Ist das so? Ja, du kannst ein Porno... das hat Family Guy mal gesagt, ich weiß nicht, ob du das wirklich sagst. Und dann sind sie im Bett gewesen, und danach sind sie reingekommen, oh, Prostitution ist verboten. Und danach ist sie so gesagt, nein, dort hat es eine Kamera und ich zahle sie für
für den Dreh. Und danach hat so der Polizist die Kamera geschaut. Merkt euch das? Wenn keine Kamera läuft, dann ist es verboten und Prostitution. Und wenn eine Kamera läuft, dann ist es eine Darstellerin und es ist ein Porno. Oh shit. Und legal. Ja. Cool, und was würdet ihr jetzt sagen? Ist das Pro oder Contra? Skifahren. Ja. Ja, eben Pro haben wir ja schon gehabt. Ja, das haben wir da. Ja, Wie wie viel haben wir bis jetzt? Also bis jetzt haben wir 6 Pro und Hä? 4 Contra. Nein. Was hast du Was? Pro? Free Es macht Freedom. Spaß. Freedom. Nein. Mann, das Freiheitsgefühl. Das ist doch schön. Du fetzt dich ab und bist so wuuu. Zählt dir das einfach unter, es macht Spaß oder was? Ja. Ja. Okay. Ich weiss da schon, was du meinst, aber es ist Spaß. Es macht Spaß, Après-Ski, lässige Leute, Pimpern und Pornokultur. Nein, Pornokultur. What the fuck? Das ist einfach ist ein 4-4. abgeschweift vom Thema. So. Hä? Das ist Der Band 4-4. hat Das hat gesagt- gerade so pimpern. Nein, du hast gesagt, die Pornos, die im Gondeli sind, Ich glaube, es gibt gar nicht so viel von denen. Ich glaube, es gibt fast keinen von Okay, denen. dann Noch nie streichen wir eines es. gesehen, Alter. easy, dann streichen wir es. 4-4. 4-4, Also unentschieden. haben wir bei Will man Neben, noch was sagen- haben wir bei Contra? Wenn man noch Kontra ist, teuer, überfüllt zu essen, ist mühsam und teuer und es ist kalt. Und man kann auch sagen, es ist schlecht für die Umwelt. Ja, mach das. Ja, das zählt. Ja. Also, wenn ihr schlecht für die Umwelt seid, Gehen Skifahren. dann... Nein, wenn ihr nicht wollt, schlecht für die Umwelt seid, dann könnt ihr nicht Skifahren. Für allen anderen, wo das egal ist. Gönnen Es ist nicht das gut, es ist nicht schlecht. Das muss euch wirklich einfach Spass machen von Herzen. Ausser wenn man, Ausser Freedom! ausser wenn man den aufläuft, weißt du, so die Skitourenmäßig, wo man dann runterfährt, dann ist Das will ich nicht auch mal schlecht für die machen. Ich Umwelt. glaube, das ist richtig geil. Ich Aber weiss ich es kann ja nicht Skifahren, das ist mir etwas verwehrt. Mann, ich bin so ein Kannst du mit Dreckskopf. einem Ich Split- hab gedacht, ich bin cool als Kind. Als Kind siehst du immer scheiße aus, egal was du machst. Das Kind hat noch nie geil ausgesehen, irgendetwas. Ja, ich Hast du mal hoffe es gedacht, nicht. oh shit, das cool ist, das Kind Oh, ist nein, dann cool. Ja, es gibt schon. Aber sehr selten. Oh Also mein Gott, Videos. wie fest du dich als Kind cool fühlst, so cool kannst du gar nicht sein, im ganzen Leben nicht. Ich glaube, die Kinder fühlen sich dann nicht cool, sondern die checken es nicht und von Nein, aussen- ich habe mich so viel cool gefühlt als Kind. Ja, aber... So dann dumm, sieht weißt du, es hast du einen nicht cool Hut aus. gefunden, dann denkst du, oh, jetzt bin ich der Hutmensch. Ja. Ich laufe jetzt mit dem Hut um. Und dann hast du die ganze Zeit so einen Cowboy-Hut. Ja. Das ist super cool. Und irgendwann, und die einen Leute kommen nicht aus dem raus, wie sie nicht erwachsen werden. Und das sind das komische, die dann noch Sporen kaufen für die Schuhe Ja. und so. Aber Und dann so sonst rumlaufen. irgendwann mit 20 schaust du so Fotos und Videos von früher und merkst so, shit, Irgendwo bin ich das falsch abgedriftet. ganze Leben war eine Lüge gewesen. Ich bin einfach irgendwo abgedriftet, Kollege. Ja, vor allem, wie alt dich so erwachsen gefühlt hast als Kind, und dann schaust du so Fotos an und bist so... Ja, voll. Was? Bist du, Alter? Dich spuck ins Gesicht und du stirbst. Wenn ich in der Oberstufe habe, habe ich mich teilweise schon recht gross gefühlt. Aber wenn ich jetzt Ja, weil mit anschaue, kleinen Alter, Kindern gehängt ich hast. kann wie ein kleines Baby. Du Alter. bist ein kleines Baby gewesen. Der erste Ja. Moment, wo ich dort wie so das realisiert habe, ist, wo irgendwann Eisgeler, also in die Kante Erstklässler, noch gekommen sind, wo wir irgendwie in der 4. waren und gemerkt haben, ey shit, wo wir in ihrem Alter waren, haben wir uns so krass gefühlt und als wenn wir es voll gecheckt hätten und so. Und wenn du die anschaust, das sind wirklich noch so kleine Kinder. Und dort ist mir Ja. zuerst mal aufgefallen, wie verschoben das noch so die Selbstwahrnehmung ist in dem Alter. Ja, komplett verschoben. Schon lustig. So null Bezug zur Realität hast du in dem Alter. Aber so absolut. Du hast bist wieder ja mit ein dem Putin. Realitätsbezug. Und der Kreis ist wieder da. Yes. Wie letztes Mal. Und ich würde sagen, wir sind jetzt genug lang am Wir Reden. sind eine Stunde gewesen. dran. Jetzt können wir Ja. genau schauen, wie lang. 58 Minuten und 7 Sekunden. Das hätte ich schon Scheiße, langsam die 2 Minuten, die machen wir noch. Die 2 Minuten machen wir noch. Also, tun wir eine gute... Sollen wir noch, nein, du schneidest noch das Intro rein. Benz, gib noch schnell einen Tipp fürs Leben. Nachher Leute, die hätten Fahrradkette sagen, die sind dumm, weil sie nicht aus ihren Fällen lernen. Peace out. Ciao.